Guck mal, Jörg, eine alte Tafel. Rauf, runter, rauf. Ich Dipfel aber drauf. Da sieht man, das sind die alten Schultäfeln gewesen, wie das früher geht. Hat Gabi vorher gebracht. Ja, ja. Guck mal, die Rückseite. Da sieht man, wem die schon alles gehört hat. Im Otto Fink 6. bis 8. Klasse. Und das ist der AH, also das ist der Alfred Held. Und das da haben wir Else, das ist meine Tote. Else Held. Und dahinter sieht man noch ganz verschwommen ein F. Brose. Der Broses Fritz. Das war unser Nachbar da hinten. Immer wenn ich keine Zeit gehabt habe, ist er für mich zum Fischerauto gegangen. Das war voll nett. Und dann habe ich es nachher beim abholen können. Der Alfred und der Fritz waren Jahrgang 25. Da Hanna habe ich noch ein altes Bild. Das ist bloß ein Ausschnitt. Und da ist deine Großmutter drauf. Da ist meine Oma Regine. Die kennen wir ja schon, wer die Geschichte mit der Nudelmaschine gesehen hat. Und ihre Kinder sind, zuerst Der Alfred, und Else. Ja. Das sind die dem Teufel geschrieben haben. dein Papa, der schiebt da glaube ich noch Wolke. Der ist noch zu jung. Der ist schon noch mit dem Mucke geflogen. Jo. Vom Broses Fritz habe ich mal das Foto daheim gekriegt. Da hat es ein Eis gegeben. Und da sind die ganzen Kinder da gestanden. Da kann man sich vorstellen, wie alt das ist. Das Täfele, ja. Du bist ja dann auch noch in die Schule gekommen. Ja, ein Schuljahr lang, also die erste Klasse immer oben in der alten Schule noch gewesen. Ich habe als Lehrerin Frau Attinger gehabt. Religionsunterricht hat halt der Pfarrer Weber gemacht. Und wie war das daheim in Ottmarsheim in der Schule? Und das war lässig. Man hat ja keinen so langen Schulweg gehabt. Ich bin sein eigenes Wäglein übergerannt und dann der Kirchberg noch und schon war er in der Schule. Gut. Und mal haben wir gemitzelt, dann bin ich zur großen Pause, geschwind schnell runter in die Mitzelküche beim Eigner und dann haben wir da ein Kisselfleisch gegessen und dann ist man wieder aufgegangen. Und wenn mal gerade kein Mitzeltag war, was habt ihr noch in der Pause gemacht? Dann fange ich auf dem Schulhof. Einmal hat mir das Bes verwischt. Bin in den Ausschuss gegangen, runter in den Hockey und da hat mir einer von hinten umgerannt und dann bin ich nach vorne umgeflogen und mit dem Kopf auf den Boden nachgeditscht, dass ich eine Gehirnerschütterung hatte. So ist es weiter. Gott sei Dank hast du ihn doch noch gehoben. Bin ich froh. Also solange man nichts mehr merkt, dann ist es ja recht. Ja, alles klar. Also dann, tschüss. Ciao. Hey Leute, hat's euch gefallen? Dann guckt doch öfter mal in meinen Kanal rein. Oder auf meine Homepage, da hat's ein ganz nettes Programm. Bei uns ist nämlich etwas geboten.